jeder Mensch hat auf der Erde, wie man sagt, sein Steckenpferd. Und das meine ist daheim, dort wo die Weimel wachsen waren. Wo vor dem Haus ein kleiner Buschenwind, wo wir alte Wehrlieder singen, so aus der Unterlage das Himmel voll grau. So habe Tanzers unsere lieben Wiener Stadt. Oder schwarze Koder sitzt am Fass, wo das pure Blut trinkt aus dem Glas, da wo man trinkt und isst, dort wo man alles vergisst, was heute nimmer mehr zum Eden ist. Jeder Spult haben wir kein Verein, sicht mal, ewig schon war's um die Zeit. Und dein Fernsehen, da schlafen wir rein, denn für uns gibt's nur ein Wein. Wo vor dem Haus ein kleiner Buschenwind, wo wir alte Wehrlieder singen, so aus der Unterlage das Himmel voll grau, so habe Tanzers unser lieben Wiener Stadt. Schwarze Koder sitzt am Fass, was sie aussauft, so wie schon war schon das. Da wo man trinkt und isst, da wo man alles vergisst, was hätte nimmer mehr zum Eder in Sternenstrophe. Jawohl, jawohl. Geht's einmal mit mir zu Ende, mach ich gleich mein Testament. Es muss kein Drucken sein, gehat's mich in ein Fassel rein. Aber volles natürlich, so Blarling voll. Wo vor dem Haus ein kleiner Buschenwind, wo man alte Wehrlieder singen, so aus der Unterlage das Himmel voll grau, so habe Tanzers unsere lieben Wiener Stadt. Schwarze Koder sitzt am Fass, wo das pure Blut trinkt aus dem Glas, da wo man trinkt und isst, dort wo man alles vergisst, was hätte nimmer mehr zum Eden ist. Jawohl! Jawohl, grüß euch Gott! Mit einer neuen Eröffnung heute einmal, weil zum Thema passend natürlich. Pawlatschne ist 20.15 Uhr Montag. Nummer 305 sind wir. Jawohl. Freut mich, hier aus dem Studio Donaufeld wieder berichten zu können und mit dir gemeinsam hier zu plaudern, zu musizieren und schön, dass alle da seid. Große Freude. Auch von meiner Seite, grüß euch gut, servus Patrick. Wir haben schon geplaudert kurz vorher. Vorher uns natürlich immer Pfeifer lang gezündet, nicht wahr? Patrick mit Zigarette. Und der Banause hätte ja, nicht? Banause. Aber ich bin heute von Patrick wieder ausgestattet worden mit einer Unmenge. Ich habe schon 3 heute. Also. ja. Mit Unmengen an Pfeifen, Tabaken, also also der Genuss ist ein Thema bei uns. Ja, und wir sind wieder, es ist wieder Montag, wir sind wieder dabei mit einem Thema, wie gesagt, wir wollen das nie dogmatisch nein, gar nicht. Aber ein bisschen haben wir gesagt, wollen wir uns schon darauf festhalten, damit es eine Struktur hat. Und wir haben ja gesagt, der Wein, nicht? Jetzt haben wir gesagt, hier ist aber der Wein. Das ist ja, was willst du mit einer Sendung mit. Ich meine, das ist der Wein zieht sich durchs Wiener durch. Fass ohne Boden im wahrsten Sinne. Im wahrsten Sinne. Deswegen haben wir gesagt, wir machen eine erste Annäherung. Ja. Und dann schauen wir weiter. Wir haben ja mit der Nummer begonnen jetzt. So mit ist es. Buschenmarsch. So ist es. Wichtig dabei nämlich die Erklärung, der schwarze Koder anfassen. Man sieht das in Weinkellern sehr oft, dass auf einem Fass, auf meistens sehr kunstvoll geschnitzte, schöne Fässer, haben dann oben einen schwarzen Kater. Aus Holz geschnitzt oder wie auch immer. Und es gibt ja sogar im Weinviertel, glaube ich, die Köllerkotz, nicht, als mehr oder weniger inoffizielles Symbol also Logo, genau. Nicht, oder die Köllerkotz. Oft auch aus Schmiedeisen, das ja, ist ja in allen Varianten. Ja. Und auf alten Fotos findet man das immer wieder. Und das kommt eben daher, ganz kurz gesagt, dass die
die Weinhauer, dann wenn die Weinlese waren, dann sind also die Erntehelfer gekommen, die Lesehöfer sind gekommen und die hatten sozusagen Kost und Logis, glaube ich, auch frei. Genau. Und auch der Wein war frei. Und jetzt haben die natürlich genau gewusst, in welchem Fassel ist der beste Wein und haben den besten Wein getrunken, was dem Winzer nicht so gefallen hat. Jetzt hat man damals in Anbetracht, so zumindest die Legende, der Tatsache, dass die Leute noch recht abergläubisch waren, hat man gesagt, pass auf, ich hau einfach aufs Fassel mit dem besten Wein, gebe ich eine schwarze Katz, weil dann greifen sie nicht hin, weil es ein schlechtes Omen. Natürlich waren alle nicht so abergläubisch und haben damit erst recht gewusst, wo der beste Wein ist. Genau so ist es, ja. Die Köllerkotz im Weihviertel. Die Und die Köllerkotz nennt man auch noch etwas anderes Nämlich? im Weihviertel. Und zwar der schwarze Kellerschimmel, der in den Kellerern zum Teil wächst. Man sieht, dieser pelzige schwarze, der heißt auch Köllerkotz im Weihviertel. Richtig, kann mich erinnern. Nur dazu, ja. Hätte ich schon wieder vergessen. Nur ein kurzer Einwurf noch dazu, wegen der Bildung. Wir trinken heute selbstgemachte Limonade, also ein Wasser mit Zitronenscheiben. Ja. Hat mein Mundgelein für uns aufbereitet, aber schon mit dem Schaus getrunken. Ich glaube, ich muss schon gleich nachfüllen gehen. Ist sehr gut, ja. Ja, ich glaube, ich muss Sehr nachfüllen gut, gehen. ja. Das macht ja nichts. Ja. Ich gehe gleich nachfüllen. Das hat gut geschmeckt, ja. Du begrüßt die Leute, ich gehe nachfüllen. Geh du nachfüllen. Begrüßt, Geh ich du bin nachfüllen. gleich wieder da. Du hast heraus den Schalter, gell, dass du Licht hast, weil sonst siehst du dort nichts. Da herin oder was? Ja, der dort. Ja. Jawohl, Patrick hat es geschafft. In der Zwischenzeit begrüße ich unsere liebe Freunde, Susanne Moser. Einen super schönen Abend bei der Pavlatschen, bin leider krank und total fertig. Werde morgen nochmal reinschauen, alles Liebe. Susanne Moser nicht dabei, weil sie krank ist. Das ist natürlich, gleich als erste Nachricht ein bisschen Arsch. Susanne Moser, wenn du jetzt schon nicht mehr dabei bist, ist wurscht, aber kannst es ja morgen auch beim Nachschauen sehen. Wir wünschen dir alles Gute zur Genesung. Zur raschen Genesung. Das wollen wir nicht. Alexander Hauser ist da. Jawohl. Alex, servus. Matthias Mariacher. Franz Gmeller. Servus, wir haben es erst am Sonntag gesehen, nicht? Also Entschuldige, am Samstag. Samstag, Feiertag. Mich sehr gefreut. Renate Ott ist da. Christi gut. Servus. Hannes Spießler, Gott zum Große Burm. Servus in der Runde. Schöne Grüße aus dem kühlen Burgstall. Haben wir gerade den Wecker gestellt, dass ich nicht vergesse. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Bravo. Siehst du? Das ist löblich, ja? So stellen wir uns das vor eigentlich, ne? Ja, so wie einer, der heute nicht dabei ist mit seiner Frau. Ja. Die Familie Sass meldet sich extra ab bei mir. Nicht? Also, die sind auf Pilgerreise. Ja. Anlässlich des 25. des Hochzeitstags. Also, Hochzeit. da haben wir gesagt, okay, das kann man wirklich gelten lassen. Das kann man wirklich darf gelten sein, lassen. ja. Und wir wünschen dich auf diesem Wege, auch wenn Sie jetzt nicht zuschauen, alles erdenklich Gute. War echt Alles leid. Gute, meine Echt Schulfreunde. Bravo. Bravo, 25 Jahre. Und bravo, Hannes Spießliner. Franz M. ist mit dabei, jawohl. Vom Urlaub zurück freuen wir uns auf eine Unterhaltung beim Pavlatschen. Wir freuen uns, dass du dabei seid. Spaziergang. Landtagsstürmer, Markus, muss ein bisschen schneller durchgehen. Ja, geht sich nur durch. Ja. Mittelhessen ruckt auf. Ist schon komplett vertreten, Hitler. Ja, aber ich bin noch nicht so weit. Achso, bin ich noch glaube, nicht da ist schon was früher. Guten Ich Abend war aus nicht da München. mal. Ich war Ja, nicht da. ja, nicht so lang warst du da. Guten Abend aus München. Der Max grüßt euch recht herzlich. MLW 1307. Der Max. Servus, grüß dich, Gott. Klasse. Max, schön, dass du dabei bist. Hätte ist da aus der Schawitz, jawohl. Gudrun Benedikt, Ihnen liebe Grüße vom Irrsee, nicht aus Eiwestal diesmal, sondern vom Irrsee. Wieso vom Irrsee? Wieso vom Irrsee? Wieso nicht von daheim? Was ist los? Jetzt haben mit Kindern und mit Mamschi, mit Oma, sind sie auf Urlaub gefahren. Das ist ein Am Wahnsinn. Samstag weggefahren und morgen kommen sie ja schon wieder zurück. Ja. Bin arm und einsam und verlassen, Ja, bin ich da. Ja, morgen nicht mehr. Morgen nicht mehr, ja. Dann ist aus mit der Ruhe. Auf ist mit der Ruhe, jetzt gehen wir es So schaut's aus. Ja, morgen. Schau, die Meg ist auch gerade in München statt in der Schweiz. Jawohl, Maria-Louise Leb ist da, Gromix durchgesehen. Also ja, das ist, lieben Gruß von Vorderösterreich, endlich wieder dabei. Gromix durchgesehen, ich weiß nicht, aber jetzt habe ich mir gemerkt, das ist das Register bei der Orgel. Das habe ich mir gemerkt. Das bezeichnet das Register, ein bestimmtes Das Orgelregister, ja. Weil das richtig ist. Schön, dass du da bist. Gefreut mich. Gefreut mich sehr. So, was haben wir da? Was haben wir noch? Der Nico, genau, der Nico war das. Das lebe der Wein. Wen habe ich? Du musst ein bisschen weiter oben. Die Musik ein bisschen durch. Facciamoto ist da, jawohl, Christi Gott. Servus. Susanne Moser ist noch, oder? Zumindest der Ulrich, Momo M. So schaut's aus.
Messenger Monkey, einmalig Philipp. Grüße aus Dublin. Wenig Wein da, aber einen Musikantenstand ist gefunden, wo ich auch gleich hinschauen werde. Aber 1, 2 Nummern von euch vorher gehen sich aus. Jawohl. Danke. Jawohl. Viel Spaß in Dublin. Guten Aufenthalt dort, ja. Gibt das live. Sehr leibend. Sehr, sehr leibend. Echt. Ja, fast ein bisschen. Ja, sag ich schon, ich war heute auch in Dublin, zumindest in Irland, geistig, weil ich eine Peterson-Pfeife Ja, entzündet habe. So gesehen, nicht, habe ich durchaus einen Bezug, ja. einen Bezug gehabt. Na gut, dann spielen wir was, nicht, damit es uns ausgeht. Das steht ja drauf, Die Vorher lustig. Peterson of Dublin, nicht? Ja, richtig. Richtig. Dann das andere, dann geht das nur a Product of Peterson. Ist dann. Also, Da gibt es ja, verschiedene Logos, ja, nämlich, ja. da kann man es zeitlich einordnen. Ich verstehe. Ja, siehst du, so eine gute Augen. Beschäftigt mich damit seit 30 Jahren. nicht? Ja, Das ja, ist ja. Nicht mehr beruflich viele Jahre, aber trotzdem sind gewisse Dinge sind einfach noch immer. Ja, man muss sagen, beschäftigst dich intensiv. Ich beschäftige mich auch seit 30 Jahren, damit aber halt nicht so intensiv. Eine Zeit lang ja wirklich sehr, sehr intensiv. Natürlich. Aber jetzt noch immer. Es ist ein Hobby. Es ist ein Hobby jetzt von mir. Ja. Ist mir jetzt spontan zum Thema eingefallen, zum Wein. Beim Wein darfst nicht fad sein, beim Lied muss schön stark sein, sonst hast du die halbe Freude. Beim Plaudern musst lieb sein, beim Busseln ein Dieb sein, du tust das nicht. Tut's das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Darum darf's niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön stark sein, Tag ist an. Weil sonst fliegt's da davon. Sonst hast du die halbe Freude. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln ein Dieb sein. Du musst das nicht, du willst das später einmal leid. Das Leben ist ein Rutschen, einmal am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Darum darfst niemals fad sein, und das Glück muss schön stark sein. Tag ist an, weil sonst fliegt's nicht davon. Eine wunderschöne Nummer vom Wein. Und über den Wein. Ist mir jetzt gerade, ja, der Wein kommt eigentlich nur einmal kurz vor. Aber die Nummer hast Ja, der es ist Wein, der darf's Titel nicht fad zumindest, sein, der nicht? Titel. Ja. Der Titel, ja, es ist halt. Wie es halt so ist, Was haben wir da alles? Der Raphael Illmeier ist da, ja. Servus, Raffi. Wo bin ich denn da? Hast du den Faden verloren oder die Zeile verloren? Ja, also. Zur Südhochzeit fällt mir ein Witz ein. Die Bäuerin sagt zum Bauern, zur Südhochzeit wird eine Sau angestochen, sagt dazu,
Was kann denn die Sau dafür? Nein, sag einmal. Das sagt er, ja. Aber reißt euch doch zusammen. Das ist ja schlimm. Das ist so wie beim Patrick daheim, da dann so ein Sau stechen, dann hat immer der Bauer eine Kappe auf. Und das sind Schell nicht verwechseln. Entschuldigung. Letzte Woche habe ich ja eine Zeit lang in der Steiermark verweilt, auch nicht mehr. In Passeil war es. Passeil, bei lieben alten Freunden, Jugendfreunde, auch von meinen Eltern noch dort. Und die Kinder von ihrer mit mir befreundet. Mein Bruder ist dann am Freitag rausgekommen, da bin ich wieder angefangen. War sehr, sehr schön gewesen, muss ich sagen. Ich habe es sehr, sehr, sehr genossen. Ja. Das glaube ich. In der Zeit war ich mit meiner Manke, mit meinem Scheißerl in Niederösterreich unterwegs, Pickerls Service erledigt, war bei mir in der Klause. Ich habe mir gedacht, das ist schon leibend zu mir aufgefahren dort. Weißt, das ist sehr gemächlich, entspannt, nicht? Weil schnell geht das nicht. Das ist klar. Was hat die 10 PS, ne? Was überhaupt Nein, ich glaube nicht einmal 10 PS. Einmal, ja. Ich glaube nicht einmal 10 PS, 9,6 oder irgend sowas. Das war leibend gewesen. Das hat mir gefallen. Ja, das war in der gleichen Zeit. Ne? Das war wunderschön, war es, ja. Ja. Also schöne Zeit, schön zum Goschert haben es geredet, auch die Passeil, aber das ist ja eine Metropole, die haben ja da doch ein paar tausend Einwohner da draußen. Also Die klar, Passeil. Ja, gegen Eiwestal, bei mir sind 760 Einwohner. Die Goschert waren es. Ja. Das ist nur, wo sie Fuchs und Hass gute Nacht sagen, gell? Ja, wenn sich da wer scheiden lässt, sind sie wieder Brüder und Schwester. Hey, gehen wir's wieder. Heute kam was, Wobei- heute ein Bonk-Monk nach dem anderen. Ein Wobei- Fettnäpfchen nach dem anderen. Ja, stimmt. Wenn du sagst, warte mal, wie viel habt ihr Einwohner? 760 circa. In Eibestal? In Eibestal selber, ja. Also Eibestaler, ja. Jetzt musst du dir vorstellen, die ganze Gemeinde Bad Schönau, wo ich daheim bin, hat auch so viel. Ja, Ich glaube, wir haben keine Ja, schon 800 geredet, oder ja, ja. haben wir 800 Ja. Einwohner, ich weiß gar nicht. Die ganze Gemeinde, das Gemeindegebiet. Ja, ist wieder so. Das ist ja so. Holla die Waldfee, was ist denn da wieder alles Sensationelles? Jo! Carlos Matares, jawohl! Servus. Schön, freut uns, dass du wieder mal dabei bist. Das ist fein. Ja, das ist leibend. Mit den Nutzernamen komme ich nicht mehr klar, wer weiß, was da los ist. Das war jetzt schon mehrfach anders, der Ulrich, ja. Ja, das weiß ich aber auch nicht. Was da genau Ich ist. sag's dir ganz ehrlich, Ulrich, vielleicht könnte man da irgendwie dahinter, vielleicht tue ich das mal, dass ich mal da recherchiere. Es ärgert mich oder es stört mich auch irgendwie schon, warum das so angezeigt wird. Andererseits ist es mir halt nicht so wichtig, scheinbar, dass ich da wirklich danach recherchiere. Aber da hast du schon recht. Vielleicht wird sich was ergeben, dass man das umstellen kann. Aber ich glaube nicht, weil nachdem es bei jedem so Wenn ist, irgendwie ist, ja. wird das einfach so sein von YouTube. Warum, weiß ich nicht. Das ist wirklich eines dieser mysteriösen Sachen. die es im Äußerst Internet so- mysteriös. äußerst. Äußerst. Ja. Was haben wir da alles? Was haben wir da, die Achtelvereine? Was haben wir da? Zum Thema des Weines, als Luder, die war jetzt mit dem Tuli Ö. Ich marschiere mit bei Tuli Ö. Tulie. Bei der Nacht. Kann ich gar nicht. Gib mir das, kann ich. Und was war das? Sie vielleicht? Ja, Nur schon lang. Nur schon langsam voran, dass kein Unglück schicht. Halt wir uns ein bisschen lang, es ist wegen ein Übergewicht. Gott sei Dank erwachsener Baum, dass man rosten kann. Und dazwischen halt für abstehend sein. Erst eine Idee hätte ich meiner Seele. Baut's von Grinzig bis zu mir daheim ein langes Tunnel. Und das polstert's recht fein mit Matratzen aus. Nachher bringe ich bestimmt kein Diebeshaus. Ja, ich marschiere mit mein Tuli bei der Nacht durch die Grinzinger Allee. Und der Mond leuchtet liebevoll mir an. Heute am Abend voller Glück an jedem Bahn. Jetzt bemerk ich schon langsam auch, warum, dass ich nur wie eine Scharnicken weiterkomm. Aber die allerweil Serpentinen gehen, ich hab halt mein Tod
heute auch zusammenbringen. Petrus, halt mir die Dame, bitte sei so gut, dass mir heute daheim recht fest schlafen tut. Denn sonst empfangt sie mich gleich mit einem Wasserfall. Ja, sag, wo kommst denn du schon wieder her, du Prinzgemahl? Ui, meine Alte, na, die legt mir eine Predigt hin, dass ich gleich auf 14 Tage war voll erledigt bin. Aber heute hat's bei mir die Partie verloren, weil ich bin tierisch geworden auf beide Ohren. Ich will marschieren mit mein Tole, bei der Nacht durch die Grenzinger Allee. Und der Mond leuchtet liebevoll mir heim. Heute am Abend voll der Klick an jeden Bahn. Jetzt bemerk ich schon langsam auch warum, dass ich nur wie eine Scharniken weiterkomm. Ja, weil ich ohne in Serpentinen geh. Ja, ich hab heute mein Toli. Also äußerst wenige Unsicherheiten in der Harmonieführung. Aber ich meine, ist ehrlich, also dass ich das textlich nicht, also fehlerfrei drauf gehabt habe. Nennt uns ruhig Genies. Ja. Wo die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn bei uns Das beiden ist- sehr fließend ist. Also, Da ist keine Grenze. Das ist eins. Ja, was sagt sie jetzt da? Was sagt sie jetzt da? Ich marschiere mit meinem Tuli. Das müssen wir uns einmal anschauen, wie es dann richtig geht. Aber es ist viel Förder, also ich glaube, dass man dann auch von A7 aufs D-Moll Geht aufs D-Moll, ja. Genau. Genau. Statt einer Glaub F. ich Ich auch. meine, es ist harmonisch nicht falsch, aber ich glaube, dass man da mehr Mehr rausholen. Da rausholen kann man kann. mehr rausholen. ein paar Familien, die kann man da übermäßig, kann man dann auch noch eine Da tragen. geht noch was. Also die da, die so. Ja, da geht eine. So, da geht es. Da geht es. Glaubt ihr nicht, dass Machen wir gleich einen Jazz-Standard draus. Glaubt ihr nicht, dass so gehört, aber ist ja wurscht. Nein, es ist ja relativ einfach, die Nummer ist relativ simpel. Ja. Zu Absolut. halten, ja. So, was haben wir? Ich muss jetzt da weiter. Ja, du schau nur weiter. Ich bin ja da komplett. Klaus, super Video von der Klause, Raphael Illmeier, danke dafür mal. Habt ihr wieder Brillenspitzentermine? Fragt, ich glaube Max war das, gell? MLW 1307. Nein, momentan nicht. Es sind zwar noch Nummern oft, die aufgenommen wurden, Ja, mit fix, uns, von uns. oder ziemlich fix ist die Weihnachtssendung. Die Weihnachtssendung ist fix, ja. Da sind wir definitiv drinnen. Und irgendein andere wird es auch noch werden, aber das erfahren wir einmal dann erst vorher, wann das ist. Und Aufnahmen Gut. könnte sein, dass wir noch im November haben. Könnte sein, ja. Das wird auch kurzfristig, relativ Relativ immer. kurzfristig. Das ist also immer. Ist er so. Ist so. Der Bravo. Ist aber nicht Bravo. nur mit uns so, das ist ja mit all, das ist einfach so, weil das die Planung sehr, Ja. sehr komplex ist, ja. Das war der, wie war das, Nico, glaube ich, gell? War das der Nico? Ja. Da gibt es noch einen Gewaltiger, bei mir ist jetzt alle im Arsch haben. Da fällt mir, das wäre doch mal ein Thema. Also nicht bei mir ist es alle im Nein, Arsch, nein, aber Schimpf. sondern Schimpf. Ein Schimpfthema, sofort, wird sofort notiert geistig. Das ja. war doch was. Ist schon Weil bei mir ist notiert, jetzt alle im Arsch haben, würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt gleich spielen, weil ich nicht recht weiß, aber wir haben schon ein paar Mal gespielt, also es geht. Das haben wir. Wir bringen was zusammen. Das ist eine gute Idee. Ist geistig bereits notiert, ja. Die Honda Manke hat Ja. 9 PS, jawohl, bravo, genau. Nein, ja. Na schau, war eh richtig. War eh richtig. Ja, es kann nicht nur Gewaltinger, sondern auch Moser. Na was denn, na Aber, bitte. Na bitte, danke schön. Jawohl. Einmalig. Ja schau, der Messenger Mank ist noch dabei. Philipp noch voll dabei. Jawohl. Noch nicht bei den Dubliner Musikantenstammtisch. Ja. Eine letzte Fahrt. Alexander Hauser, was? Eine letzte Fahrt? Eine Vorkarte nach Wien. Ja, da kommt jetzt gar kein Wein vor. Da kommt eigentlich kein Wein vor jetzt, ja. Das Weinlied vom Neuwirt. Fix. Du meinst den Uhudler-Dudler, gell? Das war eine Idee gewesen, ja. Neulich träumt man eher. Das haben wir schon gespielt, aber ich glaube, das kann ich nicht mehr. Das ist nämlich, da weiß ich, da sind schon ein paar Sachen. Sowohl textlich als auch harmonisch, wo ich nicht sicher bin und dann Ein paar wird's Stunden Lieder dann wirkt es nicht gar nicht mehr, ja. Ja. Ich muss alle Tage ein Wernerlied hören. Hannes Spießliner, auch kein Wein drin.
München heißt euch immer herzlich willkommen, Dr. Schick. Danke. Weltklasse. Danke. Mit Freien Ich freue mich auch, ja. Apropos Holla die Waldfest. Holla die Radata, Holla die O, auch ein Wiener Lied, wenn ja, eher damit. Holla die Radata, Holla die O. Warte mal. Das kann ich da nicht sagen. Das kann ich da nicht sagen. Ich kann sagen, Ilo da, aber das ist natürlich die Logistiker-Hymne. Ilo da, Jodo, Lodi, Jo, Ich hab schon, das hat der, ich weiß schon, der Franzl Lang hat das gesungen. Holla da ratata, holla da ro. Ist das? Holla da ratata, holla da ro. Ich mein, Das ist, es ist kein Wiener Lied. Ja. Hörst du, jetzt mal ganz Eine bayerische Nummer, Ja, aber du ganz Franzl ehrlich, Lang, holla da ratata. in Text traue ich mir zu. In Text Da traue ich gibt es mir ein zu. bisschen mehr Text, aber es ist, ich glaub, dass es das ist. Marie-Louise bringt die Reblaus ins Spiel, Wein auf Krankenschein, sagt die mega Temperten. Na, soll man eine Ausnahme machen? Wir gehen ja ein Ausnahme machen. Aber was machen wir? Die Vorkarten oder ich muss alle Tage werden? Das lassen wir euch entscheiden. Eins von den zwei. Vorkarten oder Wernerlied. Das sind die zwei Begriffe. Ich muss alle Tage, ja. Ja, also Wernerlied. Das sind jetzt was reinschreibt, bitte. Wollt ihr lieber die Vorkarten oder Wernerlied? Ich muss alle Tage noch werden hören. Ja, bei mir ist es war an sich kein Liedwunsch, sondern eine Reaktion auf eine Runde angeschüttete Jazzmusiker, die die Maggie segiert hat. Aber Spielkids ist natürlich trotzdem nicht. Das habe ich mitgekriegt, dass das nicht ein Wunsch, sondern unter euch war. Aber ich habe es trotzdem als Inspiration wahrgenommen. Ja. Wein auf Krankenschein, ja. Pass auf, dann spielen wir mal in Wein auf Machen wir Wein auf Krankenschein, ja. Ein relativ junges Wiener Lied. Ja, das ist ja gut. Wobei auch schon wieder ein paar Jahrzehnte alt. Das ist auch, ich glaube, eines der Frühwerke vom Alfred Gradinger noch, der Wein auf Krankenschein, ja. Ich glaube auch. Herr Doktor, ich fühle mich nicht wohl. Verschreibst mir, wenn's geht, ein Alkohol. Ich brauche für mein Kämpfer ein gutes Trepferl und für mein krankes Wamperl ein gesundes Stapel, wo sie da alles haben in ihrem Schrank. Die Pulver machen mich erst richtig krank. Drauf sagt der Arzt, ich gebe Ihnen ja recht. Ein vierter Laufrezept war gar nicht schlecht. Ja, ein Wein auf Krankenschein, das müssen's gehen. Und die Kranken täten wieder gesinderlich. Keiner müsste Flaschel heimlich wo verstecken. Ein gutes Tripferl in jede Apotheke. Denn der Wein ist doch die beste Medizin. Und das weiß schon jeder gute Arzt in Wien. Fühlst du dich krank und es verlässt dich deine Kraft, verschreibt er dir sofort den edlen Riebensaft. Und wie der Schmerz mir mal zur Qual, dann geh ich zu meinem Weinregal. Da bin ich dann mein eigener Mediziner, mit einem Traminer oder einem Wötliner. Und bin ich traurig und muss recht viel warnen, da greif ich zu einem guten Schluck Silvaner. Ah ja, und eins, das muss ich echt noch sagen, ein Ruder, der ist wirklich gut für den Mann. Ja, ein Wein auf Krankenschein, das muss jetzt gehen. Und die Kranken werden wieder gesinder leben. Keiner müsste Flaschel heimlich wo verstecken. Ein gutes Trepferl in jede Apotheke. Denn der Wein ist doch die beste Medizin. Und das weiß schon jeder gute Arzt in Wien. Fühlst du dich krank und es verlässt dich deine Kraft, verschreibt er dir sofort den edlen Riebensaft. So schaut's aus. Alfred Gradinger, Text und Musik. Fredi. Hochfredi, bravo. Bravo, Fredi. Bravo. Noch dazu ein lieber Kollege, der ein Vorbild, muss ich sagen, von mir sogar. Aus meiner Anfangszeit bereits, da waren die Werner Spatz, Fredi und Rudi schon wer, die waren damals schon wer. Wohl jünger als wir heute. Ein bisschen jünger waren sie, ja. Ein bisschen, ja. Ja, da war es. So Mitte 44, ja. Das ist Mitte 70, ja, so um die, ja genau. Ja. Absolute Größen. Absolute zwei, ja. Franz Lang, genau. So Carlos Martinez. Gibt dir ja. recht, ja.
Ich gebe dir recht. So, was haben wir jetzt da? Was habe ich jetzt da? Werner Lied sagt die falsche Motto. Hätte, sagt Wein, also Haben wir schon, haben wir schon. Was haben wir da? Na gut, das ist jetzt leibend. Die Megi sagt beide. Eins haben wir gesagt. Eins. Max sagt beide. Wer? Das ist der Patrick. Stell dir vor, Patrick. Stell dir vor! Ich stelle vor, Patrick Rutke, mein Name, geboren 1977 in Wien. Das reicht. Obdachling. Bitte Klaus P. Steurer. Mein Name ist Klaus Steurer. Ich war immer jung, brauchte immer Geld und es hat sich nur geändert, dass ich nicht mehr jung bin. Dankeschön. Das ist genug, ja, und das reicht schon. Apropos, wenn es euch taugt, was wir spielen, wenn euch das leibend, wenn sie sagt, die zwei Genies, wie wir heute schon festgestellt haben, die zwei Genies gehören finanziell unbedingt unterstützt. Die brauchen das Geld, damit sie diese Genialität auch wirklich entsprechend in die Welt hinaustragen können. Dann freuen wir uns, wenn ihr ein Schmartes umwachsen lasst, auf gut Deutsch, wenn euch die Musik gefällt. Für die Musik haut es was ein, ins Kerl, ins Virtuelle natürlich in der Form. Ihr findet alle Möglichkeiten in der Videobeschreibung unten drinnen, wenn Sie da jetzt nicht anschreiben könnt. So, jetzt schauen wir da mal weiter. Also ich hoffe, Alpha-Fan, du kennst dich aus, wer ist. Was haben wir da noch? Thomas Bussmann, Grüße von Thomas Bussmann an euch. Ich bin geborener Wiener, war in Braunau, Wismar, Wiener Rösthaus. Jetzt wohnhaft an der Ostsee. Servus an euch. Servus. Ehemals Zeit, ja, wir können uns erinnern. Wir sind ja nicht wachgesoffen. Nein, sind wir nicht. Gleich ein Schluck Limonade. Zitronenlimonade. Zitronen-Ingwer-Limonade. Das ist eine gute Geschichte, ne? Ja. Gut, gell? Ne, ich bin träge. Ja. Also Klasse. das ist gut. Aber ich glaube, das Ein habe ich Klassiker. noch von der Pfeifen gehabt, ja, nicht der Pokémon. Auf jeden Fall, Thomas Bussmann, wir wissen Bescheid und freuen uns, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du da bist. Also Grüße an die Ostsee. Jawohl, im Wiener Rösthaus. Kann ich mich erinnern. Haben wir leider nie geschafft, dass wir dann hinkommen, aber ja. Das ist es so. Was haben wir da? Wollte wissen, wer gerne und wer Wahnsinn ist. Ach so, ja. Genie und Wahnsinn. Genie das ist und Wahnsinn, ja. Ja. Das ist austauschbar, weißt Das ist ja Wahnsinn. Linksgenie? Nein. Dann sagt auch einer nicht. Naja, pass auf, jetzt ist ja das. Wildcat ist da, die Wildcat Servus. ist da. Also, der O-Dran da. Dankeschön für Zu. euren Schmarrn. Huch zu, jetzt haben Wir beide. Weißt du, es ist ja nicht dogmatisch, wie ich gesagt habe. Aber jetzt machen wir es Wernerlied, weil dann wird Ja, so was ich Neues muss alle gespielt, jetzt spielen wir was Altes. Ich muss alle Tag mit Wernerlied hören. Ein Freund, der schon 20 Jahre im Ausland lebt, ist anders. Das hat gut, aber so macht man nicht die Kompositionen. Das ist ein anderes Lied gewesen. Ein Freund, der schon 20 Jahre im Ausland lebt. Wie geht denn das da? Mein Freund war schon immer als ganz kleiner Bub, aber das ist die zweite Strophe. Die erste Strophe geht allerdings anders. Die erste Strophe geht, wer Arme lang fort war. Also Draußen in der Welt, ja. ja, also es hat was zu tun mit im Ausland und so. Ja. Noch einmal. Wer einmal weit fort war, weit draußen in der Welt, der weiß erst so richtig, wie das Heim der Anker will. Und wenn's dann noch singen und den Steffe mit 10, da halt's mich gern immer. Da ist mit mir aus und geschehen. Ich muss alle Tage mein Wernerlied her. Drum ganz nur mein Hand. Und wenn es nur einer auf der Zidern spürt, ich trug ihm Gedanken vor die Hand. Die Schranzen, die sind so, du bist heute ein echter Werner-Kind. Ich muss alle Tage mein Werner-Lied hören, solange
Freund war schon alle, als ganz kleiner Bub. Ein Quetschen, ein Klampfen und ein Buller dazu. Doch für solche Späße, da fehlt mir öfters das Geld. Ich blas mir an Kampe, was mir zur Seligkeit fehlt. Ich muss alle Tage mein Wienerlied hören, drum sonst rein ich verloren umeinander. Und wenn man's nur auf der Zedern spielen tut, ich druck ihm gleich dankbar die Hand. Die Terzen, die summen ein Lied an mir vor. Ja, du bist halt ein echter Wiener Kind. Ich muss alle Tag mein Wiener Lied hören, solang bis das dahergeht oder mich nimmt. Das war jetzt eher Wahnsinn, aber es hat funktioniert. Es hat im Wesentlichen funktioniert. Patrick, musst den ich hebe bereits. Wo ist das Glöckchen? Oi. Das Glöckchen. Sani und Mutzi werfen ein. 5 Euro von Weilke. Dankeschön. Ich schon wieder das Klickerl vergessen. Das Klickerl vergessen. Erst. Das Glöckchen, nicht wahr? Vorsicht, bitte tut er nicht weh. Wir brauchen keine Unfälle. Ich bin im Training. Ja, eben, das macht mir Sorgen. Ja, man merkt. Ja. Heute schon drin. Für die Weilke, Dankeschön. Für Sani und Mutzi natürlich, gell? No? Sani und Mutzi, die Wienervielen Nymphensittiche, die einzigen der Welt, die ein bisschen Ahnung haben vom Wienerlied. So schaut's aus. Musst du wieder? René Lempe, grüße, René. Warte mal, ist das Ja. das ist. Hast du nochmal eingeworfen, Weitgeld? Hast du zweimal eingeworfen? Oder hast du die vertaut oder verdruckt? Wahrscheinlich. Entweder hast du die verdruckt und jetzt haben wir von dir 10 Euro. Ja, wo ich Ja, hab schon 10 mal. Euro. Raphael Meyer, Dankeschön. Da haben wir 10 Euro von Läuten Sie, ja, ich mach's auch so. Bravo, Raffi, ich danke dir für das. Ich danke dir für Die das. ist gute Glocken, ja. Ja, die ist jetzt, ich schon viel. Sani hat zweimal draufgedrückt. Bravo, Sani. Bravo, Weitgeld. Dankeschön. Ich danke. Ja. Der René Lemp ist da. Das freut uns sehr. Aber Gräbet muss es sein. Bin auf Schicht, sagt die Weitgeld. Ah ja, gut. So. War mir nur nicht sicher, wer Genie und wer Wahnsinn ist. Ja, das ist austauschbar. Das haben wir schon besprochen. Das ist, ja. Das ist Ja. offen. Das ist einmal so, ergebnisoffen. so. Das ist Ja, ja. ergebnisoffen. So, ne, wo sind wir jetzt musikalisch? Ich habe jetzt keinen Ja, Überblick mehr. Ich die gebe Vorkarten haben wir gesagt, spielen wir auch. Jesus, ja. Ja, die zwei machen wir. Außer, Ja, machen wir dazwischen ein Weinlied. machen wir zwischen den Einblick, ja. Weil, aber Gräbe, muss es sein, ist da, wer hat das jetzt Dann geschrieben? machen wir in Ja, passt. Wer hat das jetzt geschrieben? Wer war das? Aber Gräbe, die Mäge. Wir schauen heute lichten Taler. Das fangen wir mit dem an, ja, passt. was anderes. Ja, wir sind heute lichten Taler. Trinken ein Glas oder Wein oder 2 oder 3. An die Gnasen gute Zahlen. Ja, aber Gräbe, da muss er sein. So ein Tripfel kennt kein Mensch schon. Das ist halt ein echter Wein. Bringt für Leib und Seele Erfrischung. Ja, aber Gräbe, muss er sein. Drum trinken wir noch eine Flasche Wein. Hol oder nicht, das muss ja nicht das Letzte sein. Gott bewahre. Hol oder und dieses Jahr gibt's kein Genieren. Hol oder dann ist man noch ein
repetieren, ja noch eins repetieren. 2 Weinliter gleich verpackt in ein Potpourri ja, natürlich, ja. Ja, fahren. Ja, ist ja kein Problem bei uns. Ne? Wir kennen es ja. Was denn? Großstadt will ich heute Was sagt die Maggie Burm? Bitte erkläre. Was soll man erklären? Ja, Was soll man erklären? Was soll ich erklären? Ich erkläre da alles. Wo ich mich auskenne. wir können alles erklären. Ja. Ich habe irgendwo im Wiener Wald am Wein entdeckt, Spaziergang. Das ist aber eine Idee. Gute Idee, ja. Aber ich hab Erklärung Gräbelt für Nicht-Wiener. Alles klar, das hast du gemeint. Patrick erklärt das. Gräbelt ist das Befreien der Trauben von den Stängeln. Einfach ausgedrückt und verständlich für alle, ja. Dass man wirklich nur die Weinperlen mehr hat nachher zum Pressen. Was aber eigentlich Alle die Holzteile wenigsten und alles weg machen, ist. weil es ja, wenn du die Stängel mitpresst, so immer so erklären lassen, dann hast du ja mehr Kanäle quasi, Kanäle, wo der es kommt Saft drauf, ja. fließen kann. Aber die meisten rebeln heute automatisch, wenn du mit der Lesemaschine arbeitest, Ja. und das ist er untergräbelt Kommt bereits. eigentlich mehr oder weniger. Ist ja kein oder was. Laub mehr drinnen heutzutage, es schaut wirklich Ja. unter, so wirklich nur die Weinperlen mehr nachher. Aber Gräbel, es kommt ja wirklich, ich glaube, abrebeln. Also Rebeln, ja. ja, Man sagt Reben, ja. ja, Weil Riebiseln tut man auch Reben. Ja. Wenn auch Gräbe. ja, genau. So irgendwie ist das zu verstehen. Ja. So, jetzt die Vorkarten und dann irgendwo im Wiener Wald. Irgendwo im Wiener Das Wald, ist ja. eine gute Idee. Sehr gut. Aber die Vorkarten, ich habe versprochen. Ui. Das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Das denke ich mir immer, sitz im Zug ich einmal drin. Es fliegen die Gedanken Kilometer voraus, bis der Zug endlich einfährt, ist mein Herz längst schon zu Haus. Woanders kann's schön sein, doch daheim ist halt daheim. Dort kenn ich ja jedes Gassen, an jeden Stein und jeden Bahn. Drum sag ich halt immer, egal wo ich bin, das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Oft ergibt es sich im Leben, dass du fort musst von zu Haus und dann stehst in einem fremden Land und kennst dich nicht aus. Heimlich schleichst du dich zum Bahnhof, schaust voll Sehnsucht auf das Gleis und eine kleine Melodie erklingt in dir leis. Das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Das denk ich mir immer, sitz im Zug ich einmal drin. Es fliegen die Gedanken Kilometer voraus, bis der Zug endlich einfährt, ist mein Herz längst schon zu Haus. Woanders kann's schön sein, doch daheim ist halt daheim. Da kenn ich ja jedes Gassel, jeden Stein und jeden Bahn. Drum sag ich halt immer, egal wo ich bin, das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Auch eine schöne Nummer. Ich spüre es sehr gerne, muss ich sagen. Jawohl, jawohl.
Einmalig. Was haben wir da? Ist die Judy Austria ist da. Grüß dich gut. Judy, servus. Christine Maurer. Servus, schön, dass du dabei bist. Christine Maurer. Bin am Wochenende am Neustifter Kirchtag. Das erste Mal, bin echt schon gespannt drauf. Nur da kannst du gespannt sein. Nein, ist leibend. Ich glaube, ich war auch einmal in meinem Leben auf dem Neustifter Kirchtag. Da hat mich wer hinverzahlt. Aber da war ich Student. Ich bin in Neustift gern, aber Ja, nicht, wann der Kirchtag ist. Der Kirchtag ist nicht so nett. Ich meine, der Kirchtag selber ist schon leibend, nicht? Aber du hast nicht so viel besoffen. So viel die Leute, was das ist. Das war jetzt. Publikum habe ich gern, die Leute mag ich nicht. Wie der Niederwarani schon gesagt hat. Judy Austria, viele besoffene ÖVP und FPÖ in der Lederhose. Ja, ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht auf ÖVP und FPÖ einschirmen, aber es sind viele besoffene in Lederhosen, das stimmt. Ob es jetzt die politische Einordnung weiß ich nicht, weil es ist schon auch massiv die SPÖ Wien noch nah vertreten, die zahlt ja das. Also, Stimmt. Ja. Also daher, das würde ich jetzt so nicht. Ja, Grüne werden auch dabei sein, weil die Grünen sind meistens ja eher in den noblichen Gegenden daheim. Ne? Das stimmt. Also ich weiß nicht, ob man da ein politisches Ding aussortieren kann, bezweifle ich. Dornbacher Pfarrer steht da, Spaziergang. Pfarrer, eine gute Idee, ja, passt, auch auf der Liste. Der Wein ist ein Luder, ist natürlich eigentlich logisch nach dem Titel. Ja. Ja, mit Dornbacher Pfarrer wieder bestätigt vom Nico. Ja, dann machen wir einen Dornbacher. Dann machen wir einen Pfarrer. Ja. Machen wir einen Pfarrer. Ja. Im See. Ja. Sagt's mir Leidl, was ist heute in Dornbach geschehen? Über alles sein kann man's aus der Arena sehen. Keiner will dabei der Letzte sein. Mir scheint, da gibt's einen guten Wein. An jeden, der mir fragt, die Augen vertraut und so. Der Dornbacher Pfarrer steht aus. Da bleibt doch kein Wein besser zu Haus. Da kommen's pünktlich zur 10 Miss. Auf einmal, da wissen's vom Pfarrer die Adresse. Die Frauen, die wundern sich sehr. Ja, sag, wo kommt diese Frömmigkeit her? Da plaudert der Simon aus. Ja, der Dornbacher Pfarrer steigt aus. Schon der alte Noah hat den Wein entdeckt und seit damals weiß man, was dahinter steckt. Also ein Schluckerl von dem Wein der Lies, der erste Schritt ins Paradies. Der Weg zur Seligkeit ist nicht einmal so weit. Der Dornbacher Pfarrer steigt aus. Da bleibt doch kein Wein besser zu Haus. Da kommen's pünktlich zur 10 Miss. Auf einmal, da wissen's vom Pfarrer die Adresse. Die Frauen, die wundern sich sehr. Wo kommt diese Frömmigkeit her? Ja, da plaudert der Simon aus. Ja, der Dornbacher Pfarrer steigt aus. Jetzt, wie wenn wir das ewig schon spielen? Im Stift, im Kloster, meine ich. Im Kloster. Wo man auch viel Zeit verbracht Ich hab dort viel beim Dornbacher Pfarrer. Früher natürlich, weil unten, wir sind zu Fuß gegangen. Nicht? Ja. Das war zwar auch ein breiter Weg, aber Noch dazu Vor war ist ja dort nichts der mehr. Musikantenstammtisch vom Beach Rudi, guter im Söhl. lieben Herrn Professor Dr. Rudi Beach. Auch ein guter Bekannter geworden. Ein sehr, wie soll ich sagen, Freund ist übertrieben, aber doch ein sehr, sehr guter Bekannter Ja. von mir gewesen. Ja, Ja, über die ja. Jahrzehnte. Es hat sich schon eine Freundschaft entwickelt, ja. Er war ein Wegbegleiter auch und insofern ein Förderer auch der 16er Burm, weil er halt eigentlich von uns sehr gut gesprochen hat. Einfach, nicht? Er hat gesagt, er war Wiener Liedpartie und so.
Da hat er uns sehr, sehr viel gelobt und auch dazu beigetragen, dass wir quasi in der Musikerszene einen gewissen Namen erlangt haben. Also ein bisschen mit den Tanzgeiger sowieso ohnehin, brauchen wir gar nicht reden. Damals die Sticklermarie ganz jung, 17, 18. Dazu gestoßen mit 17 und 18, glaube ich. 18 mit 18, ich glaube sogar noch nicht einmal 18, wie wir es kennengelernt haben. haben. Ja. Da war sie schon die Quetsche. Sie ist schon eingesprungen, ja, mit der Volker aufgehört hat damals, ja. Und wir haben damals ja der damalige Wirt, der Pfarrer quasi. Ne? Der Michael, ja, der Herr Landrichter. Michael Landrichter, richtig. Der Michi, ja. Und das war auch ein bisschen, also, das haben wir uns schon länger nicht gesehen, aber war immer ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Ja, muss ich absolut. sagen. Und das war, und ich Das kann war mich schön. erinnern, wir waren viel dort und ich weiß wirklich original, ich habe kein einziges Mal gezahlt. Nicht, weil ich Zechbreller bin, sondern Nein. weil entweder sind wir eingeladen worden von Gäst oder vom Michael. Wir haben dort nie, also wir haben schon gespielt dort auch, aber im Rahmen von verschiedenen Sachen, aber wenn man jetzt wo spielt, wenn man der Musiker ist, zahlt man sowieso nicht. Also wenn man als solches engagiert ist, dann kriegst du Essen, Trinken, es ist quasi ein Kollektivvertrag drinnen. Aber da war es ja so, dass es wenn dann spontan war. Man hat halt auf einmal gespielt. Ne? Das war einfach, das war dort auch eine ungezwungene Zeit. Von was reden wir da? Ende 90er, Anfang 2000er? Anfang 2000er. Eher Anfang 2000er. Eher schon Anfang 2000er war das. Ja, schon später, ja. Anfang 2000er. Und da haben wir viel Zeit dort verbracht. Ja. War schön, ja. Ja. Aber auch durch den Ludi Beach natürlich, muss ich sagen. Es war schon... Zum Spülen war es jetzt nicht so ein Reißer, weil es von den Räumlichkeiten her nicht so geeignet war und es ist halt mehr Köhler. Ne? Ja. Und es war akustisch nicht so ein rechter Ding, aber wir haben einfach viel Zeit verbracht. Ja, es war eine schöne Zeit. Punkt um. Wo haben wir jetzt noch? Ich habe irgendwo im Wienerwald war auch noch gewünscht, habe ich gesagt. Jawohl, warte, ich muss ja da schauen. Das ist zum Beispiel ist dazugekommen, original. Uli Slowik. Servus Uli, aus Helsinki Bravo. oder? Wieder mal aus Wien. Aus Wien, nicht aus Deutschland her. Nicht aus Helsinki, aus Wien. Bravo, klasse. Schön, dass du dabei bist wieder. Einmalig. Was sagt die Christine Maurer? Als Oberösterreicherin ist das was Besonderes. War gerade eine Woche im Burgenland und sehr viel Heurigen kennengelernt. Bravo. Na Christine, so, wird der taugen. Du musst es ja so sehen. Wenn ich das jetzt, also wir wollten da wirklich jetzt nicht den Kirtag schlecht machen. Es ist eine leibende Geschichte, wenn man das mag, dass einfach da viele Leute sind. Wir sind halt beruflich so sehr in diesem Milieu drinnen immer gewesen, dass wir nicht freiwillig hingegangen sind, weil es einfach, das ist zu geballte Ladung an Menschenmassen. Sagen wir es auch so, man wird es nicht glauben, aber wir sind eher leidscheich. Das ist wirklich so. Wir sind nicht schüchtern nach sonst was, aber es ist... Und der Klaus noch mehr als ich. Noch viel mehr. Noch viel mehr. Ja. Und ja. Man kann mit allem umgehen. Ich kann überhaupt kein Problem. Nicht, Das ist ja voll. Aber wenn ich es vermeiden kann, lasse ich das lieber. Daher, das war der einzige Grund. Also Christine, hoffentlich haben wir das jetzt nicht, sozusagen schlecht gemacht, weil das wäre nicht unsere Intention gewesen. Ja. René Lenz spielt in Solothurn. Jawohl. Aber René, du bist ja Schlagzeuger, glaube ich. Habe ich das richtig noch in Erinnerung? René Lenz ist Schlagzeuger, ja. Glaube ich auch. Ja, warte mal. Ich habe dich gesehen. Da warst mit deiner, ich glaube, jetzt bist du mit Ducat. Siehst du das? Ich bin weg vom Thema. Ich bin schon weg vom Thema aus. Gehört schon? Ich glaube Ducati. Ich glaube, du bist mit Ducati unterwegs, mit der Reise Ducati, mit einer charmanten Gattin. Haben wir uns gesehen beim Marlo mal. So. Und da haben wir dann plaudert irgendwas und ich bilde mir ein, du bist Schlagzeuger. Bitte korrigiere mich. Wenn bitte sofort eine Korrektur vorzunehmen, ja? So. Steifer Bleistift. Ja, das kann ich nicht, Freunde. Steifer Bleistift, komm hier aus Neustift. Das kann ich nicht. Kann ich einfach Kann ich nicht, ne? Was haben wir da? Rudi Beach habe ich damals oft im Turmbach gehört. Ja. KTM-Junkie ist da, grüß dich gut. Ja, servus. Ja, Bravo Spaziergang mit Montagsbier. War damals auch sehr oft. Erst Uli, das ist der Uli, vielleicht haben wir uns dort nicht. Ja, wir haben uns vielleicht haben wir dort einmal gestritten. Ich habe gesagt, was ist mit dir, Depper da? Was, kann es sein? Das denke ich mir nämlich oft. Ich habe dort gesagt, man war irgendwie gleich. Ich war dort wirklich sehr oft mit Helmer nämlich. Ja, ich war. Und mit uns waren wir, also
wenn Wir man waren ausgesteckt ausgestellt, war, wo waren wir war man dort. Also, Und vielleicht sind wir streitert worden. ja. Ich meine, es ist eigentlich ein Ding der Möglichkeit, weil ich tatsächlich mit niemandem streitert worden bin dort. Aber es ist trotzdem irgendwie eine reizvolle Vorstellung manchmal. Das ist genauso, wenn ich oft rede noch von dem Stammwirtshaus der Familie Rutger, der Brat, nicht? Das Hauptstammwirtshaus, nicht? Wenn heute, weil mir ja noch anredet von den Eltern, sagen, ja, da war ich immer dort. Ich habe sicher Kracherl mit dem getrunken, aber ich nicht als Bub. Ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Nicht? Das ist Kapelskirchen, 80er, gehört jetzt zum Dornbacher. Was? Klausi sauft ja nicht mehr, ergo nix Kirtag, genau. Aber ich bin ja nicht Oder auf dem mit dem Kirtag. nein. Ich war tatsächlich, wie soll ich sagen, die letzten 25 Jahre oder 30 Jahre nicht einmal privat am Ottergringer Kirtag, wie ich noch dort gewohnt habe. Das war gerade am Anfang ein paar Mal. Ja, genau. Und wir waren dann eigentlich immer nur beruflich am Otterkringer. Das ist nur, wenn ich gespielt habe. Ja. Ich bin nicht. Ich war dann schon eine Zeit lang einige Male auf die Sturmfest in Stammersdorf, Stammersdorf und so. Kellergassenfest. Ja, genau. Oder einige Kellergassenfeste. Das war aber auch, weil mein Munkellein das auch gern gehabt und bin ich mit. Und das waren aber alles nicht so solche Massenveranstaltungen wie in. Ich meine, gut, Stammersdorf schon. Das schon, ja. Aber so die anderen Kellergassenfeste waren einfach. In Enzersfeld und so war live. Und war ja zweimal in Enzersfeld. Das war wirklich schön. Aber dann so diese Sachen halt, nicht? Das war schon. Aber es ist einfach nicht mein. Es ist bei uns auch beide, nicht unsere Welt einfach so dort dann privat zu Ja, sein. man glaubt mir nicht. Man glaubt es nicht, Ich lehne das nicht an, aber es ist. Nein. Ja. Und die Judy nicht unrichtig, trinken tue ich auch nichts mehr. Also jetzt wissen die noch weniger, was ich dort anfangen soll. Nicht? Ich sage für die Leute einfach schön. Christine Maurer, auch das ist ja nicht gelingen. Eine Möglichkeit. Na bravo. Na Christine, du wirst das wird dir taugen. Du wirst sehen, das ist eine echt leibende Geschichte. Wir geben ja nur wieder, wie es aus unserem Ding ist. Nicht wie der Kirtag selber ist. Der Kirtag heißt einfach, da haben alle Heurigen offen, ist eine Welt. Es ist was los, ein Gestudel. Es ist einfach was los. Und das ist, wenn einem das nicht stört oder jemand das sogar leibend findet, dann ist es ja leibend. Sonst waren ja nicht so viele Leute dort. Also das ist eben das Punkt. Aber wie gesagt, ob du das Skisaufen kannst, das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Ja, hau hinten auf die Pauken und ja, vor ein paar Jahren war ich mal beim Alu. Jawohl. Ja, schau da an, Bobby Spieß wie einer. Servus. Ja, endlich wieder mal zurück in Wien. Gestritten habe ich selten, nicht? Und Uli, dann wären wir wahrscheinlich nicht gestritten. Na, dann haben wir sicher gar nicht gestritten. Ja, schau her, aus Griechenland, die Lilly Moser. Jawohl. Jawohl. Lilly. Jawohl. Küss die Hand. Aus der zweiten Heimat. Dann sehen wir uns wieder. Oktober, glaube ich, gesagt, geht sie nicht aus, geht November. Aber November dann sehen wir uns, jawohl. So. Sani greift generell alle an, faucht und ist sehr gefährlich. Ne? Gut, ist ein Kampfvogel. Der Weinwandertag ist spitze. Ja, bei den Sachen war immer nur, wenn ich gespielt habe. Ja. Mein Mann liebt Wiener Lieder. Bravo, Christine Maurer. Beste Grüße an den Herrn. Ganz liebe Grüße, bitte. Der hat auch gespielt. So, jetzt bevor wir noch was spielen, weil wir kommen schon langsam Freunde, zum Schluss. Soweit, ja. Es ist Viertel. Wir weisen noch einmal höflichst, innigst, mit bittend und bettelnd darauf hin, in den Schmattestopf was einzuwerfen. Wir bleiben natürlich selbstverständlich vollkommen frei im Angebot unserer, wie sagt man da, unseres Contents. Es gibt keine Bezahlschranken, noch sonstige Dinge. Dafür ist es gut. Haut was rein. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann das machen jetzt so, also so zahlen quasi, also Online-Überweisungen, PayPal geht. Es geht aber auch zum Beispiel eine Kanalmitgliedschaft. Kann man auch. Kostet 4,99 im Monat. Du hast keinerlei Vorteile. Das haben auch die wenigen. Das ist so, ja. Die meisten machen irgendwelche Vorteile draus. Nein, du hast keine Vorteile, außer dass du uns quasi symbolisch jeden auf ein Achtel beim Taschleil als einmal im Monat. Das war leibend, aber damit unterstützt uns einfach schlicht und einfach. Ganz einfach, ja. Und ja, danke für euren Schmattes, eure Unterstützung, schön. euren Opulus. Danke. Und wir verabschieden uns jetzt mit welchem Lied, Patrick? Das ist jetzt die Frage. Dann machen wir doch die Paradeiser. Paradeisermarsch. Weil das so eine Kombination ist. Ein Gemüsewein
fesche Geschichte. Gute Nummer. Und passt zum Kirtag auch. Passt zum Kirtag auch, ja. Genau, das ist eine gute Idee. Jösses, nein. Hat auch nur eine hier Strophen. bei uns Oder die zwei? Nein, zwei. Zwei, ja. Ja, voll Hier die Musik bei uns ja ohne Intelligenz, sowohl künstlich als auch anderes bleibt bei uns außen vor. Allerdings nicht frei von Genie und Wahnsinn. Das ja. Die Sendung immer nicht, ja. Der Wie man Weisheit heute Ruder ist nicht Titellied, merkt. stimmt eigentlich, ja. Das haben sie gesagt, aber ich kann da gar keinen Text, ehrlich gesagt, außer das. Könnte man das jetzt als Vorspiel machen und dann in den Wein auf den Paradeisermarsch überleiten? Ja, können wir Paradeisermarsch machen, müssen wir auf G7, ne? ja. Auf G7, ja. Und da machen wir jetzt C, oder? Dora heißt das Wochenspiel. Das ist so wurscht, können wir auch machen. Ne? O Bruder, Frau Mutter, der Wein ist Luder, der hat eine Kraft unerhört. Der kann so schön schmeicheln, kann streichen und hecheln, dann haut dich boshaft und es gibt gegen den Ofen kein Waffen, nur schlafen, sonst kannst mit ihm gar nicht tendieren. Drum ins Griechen, nur so kannst das Viecherl gemütlich in Freiheit dressieren. Ist mir so der Weintraum ging so groß wie Paradeiser, dazu noch Weinsteck, so hoch wie Häuser, und statt die 4 Liter Gläser lat da bunten, mit einer Bunten für den Wein. Und weil mir gern Schrammen her, dem ist ne fix angestellte werden. Und wenn wir dann noch jede Woche außerdem an 6 Wochen für uns nichts mehr bei uns in Bern. Schon als kleine Kinder haben wir fantasiert und haben gehofft, dass alles einmal Wahrheit wird. Heute als armer Sünder sich es langsam ein, manches wäre gar wunderschön, doch es kann nicht sein. Es mir so der Weintraum ging so groß wie Paradeiser, dazu noch Weinsteck, so hoch wie Häuser, und statt die 4 Liter Gläser lat da unten, mit einer Bunten für den Wein. Und weil mir gern Schramme her, dem ist fix angestellte werden. Und wenn wir dann noch jede Woche außerdem an 6 Wochen für uns nichts mehr bei uns im Bären Ballett. Jawohl, was glaubt du, kommst du raus, gell? Ja. Und weil mir gern Schrammen her, dem ist ne fix angestellte werden. Und wenn wir dann noch jede Woche außerdem an 6 Wochen für uns nichts mehr bei uns in Bern. Puff, zack! Wir sehen uns nächste Woche, jeden Montag, 20:15 Uhr, auf diesem Kanal. Schieders Torwarts, pfiat euch. Viert euch.